Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 2:1 Sieg zu Hause gegen Borussia Dortmund am 7. Bundesligaspieltag. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür. Jo, damit gehen wir rein in den Bums. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Der FC Bayern gewinnt das Topspiel 2:1 Ja, machen wir ein gegen bisschen Borussia lauter, Junge. Dortmund. Jetzt Junge, geht's wir weiter kriegen mit das nicht hin, dem ey. Abschluss der Pressekonferenz und den beiden Chefcoaches Niko Kovac und Vincent Kompany. Beide verzichten auf das jeweilige Statement, weil es doch wieder ein bisschen schon die Zeit Kein Bock, vorangegangen wa? ist. Also wir werden gleich mit den Fragen starten. Wie schön, dass schon einer sich meldet. Die Bild-Zeitung mit Heiko Niederer. Schönen guten Abend an beide. Und auch die Frage an beide Trainer. Vermutlich die Szene, die jetzt die Fans am meisten diskutieren, ist dieser kleine Schubser von Harry Kane vor dem 1:0. Deshalb die Frage an beide. Wenn der Coach sein Gesicht sieht, weißt du, was er denkt. Aber da braucht er gar nicht drauf antworten. War das vielleicht ein Foul? Hätte man das geben müssen? Oder wie sehen Sie es? Ich habe es nicht zurückgesehen, aber ich höre das jetzt von Ihnen. Sie sagen kleine Schubse. Das haben Sie gesagt, nicht ich, aber ich habe es noch nicht zurückgesehen. Dann werde ich mal ausholen. Nein, also grundsätzlich denke ich, ist das für mich auch kein Foul. Wobei natürlich der Harry mit zwei Händen dran ist. Ja, da kann man gleich mal einfrieren hier. Und What the fuck is going on? No Signal. Oh, FC Bayern läuft. Ja, da müssen wir gleich, da wirst du gleich zensiert hier, ne? Wenn der Kovac da ausholt, gleich No Signal. Machen wir nicht. Lassen wir nicht zu. Wilde Nummer. Gut, ich spule mal vor. Ich guck mal, ob es weitergeht hier. Ja, ab hier. Mal gucken. Lag es so ein bisschen daran, dass ihr euch im Vorfeld vielleicht zu klar... Lol, die haben echt die Antwort storniert, oder was? Was ist denn los? Naja, er hat gesagt, er so... Oh, was ist das jetzt auch für eine Kamera? Naja, also wie gesagt, für mich war es kein Foul. Also, wenn wir damit anfangen, keine Ahnung, dann schaff Ecken ab oder was. Ich weiß es nicht. Ja. Also, wenn da jetzt ein richtiger Schubser gewesen wäre, klar. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Oder wenn man sieht, so, der steht in der Luft, hat den Schubser gekriegt, kann deswegen irgendwie nicht eingreifen. Also, wenn man klar sieht, dass so ein Schubser dafür sorgt, dass derjenige nicht am Ball kommt, obwohl er sonst am Ball gekommen wäre, ey, bin ich der Letzte, der da irgendwie was gegen sagt, auch wenn das für uns ist oder gegen uns dann, ja. Alles gut, verstehe ich voll, aber das war für mich gar nichts, Alter. klein gemacht habt vor dem FC Bayern und habt dann in Hälfte 2 gemerkt, eigentlich, wenn wir an uns glauben, wenn wir das spielen, was wir immer spielen, dass wir eigentlich viel größer sind? ja, die zweite Halbzeit war sicherlich das Gesicht, das wir immer zeigen wollen und auch jetzt in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Erste Halbzeit waren wir überhaupt nicht im Spiel. Da hat Bayern das Spiel komplett dominiert. Wir waren viel zu ängstlich in unseren Aktionen. Wir waren auch nicht aggressiv genug, denn das wollten wir sein, das mussten wir auch sein gegen eine wirklich tolle Mannschaft. Ja, das ist auch ganz klar. Nur das, was uns wirklich sehr viel Probleme bereitet hat, war die Tatsache, dass Harry Kane sich so weit hat fallen lassen. Das heißt, die Pressing-Aktionen, die wir eigentlich haben wollten, sind dann in der Luft verpufft, weil wir nicht durchgedeckt haben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit sehr viel besser gemacht. Wir sind mehr durchgeschossen. Wir haben dann Pascal auf 10 gestellt, sodass wir die Spielverlagerung des Gegners dann auch irgendwo unterbunden haben. Ja, erste Halbzeit haben wir es gemeinsam. Ja. Hat man gesehen, denke ich, ja. Dass da auf jeden Fall was passiert ist und auch, dass wir damit erstmal lange Zeit überfordert waren, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also, da hat 'n Vinny auch nicht wirklich reagiert drauf. Ja, und deswegen sah es dann so aus, wie es aussah. Nicht gut gemacht. Nein, zweite Halbzeit war es besser. Nächstes Manuel Bunke für die Münchner Zeitung, Merkur, TZ. Herr Kompany, das Thema Jerome Boateng hat heute auch die Fans beschäftigt, gab Plakate. Können Sie es nachvollziehen? Sie haben ihn eingeladen, dass er mal beim Training vorbeischaut. Das Thema ist hochgekocht, die Fans sind nicht alle damit d'accord. Ja, meine 2 Cents dazu können wir auch gerne am Montag im Stream mal drüber reden. Ist ja ein bisschen brisantes Thema. Für mich hat er nichts zu suchen bei uns. Punkt. Da 'n Teil der Fans die Schnauze aufmacht, ich unterstütze das auf jeden Fall und ja, das sind meine 2 Cents dazu.
Verstehen Sie das? Verstehe was? Ob er nicht Training schauen darf? Genau, dass manche Fans dagegen protestieren, dass Jerome Boateng ihm beim Training über die Schulter schauen darf. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass vielleicht ist es nicht richtig kommuniziert. Also wenn es nur Training schauen ist und wir sind alle ins Geschäft und ich glaube, dass einer 3, 4 Einheiten schauen darf und dann deswegen auch sich selber ein bisschen ausbildet und so. Ja, vielleicht hätte man, ich meine, die Bild setzt sich sonst auch dahin und macht die Fresse auf, dann hätte man die Frage mal ein bisschen konkretisieren sollen und mal sagen sollen, warum ein Teil der Fans das nicht möchte. Ja, dass man dem Vincent da mal klar vom Kopf sagt, warum und wieso. Ja, und nicht jetzt ihn da, ja, jetzt erzählt er einen von bla 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 bla. Ich glaube nicht, dass das ein großes Thema ist. Wir haben wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht weiß er wirklich nicht, worum es geht. Mag so sein, ich weiß es nicht. Ja. Im Jahr 20 Leute, die immer kommen und schauen und es gibt schon wahrscheinlich 20 Leute, die vorbeigekommen sind und deswegen ist es auch nicht größer zu machen als das. Noch eine Frage bitte, ja. Eine Frage an Herrn Kompanie. Es ist fast ein bisschen langweilig, immer über Harry Kane zu sprechen. Ich habe heute wieder getroffen und war heute auch mehr Spielgestalter, weil er ein bisschen zurück auch gespielt hat. Gibt es eigentlich irgendwas, was Harry Kane nicht kann und wie haben Sie ihn heute gesehen? Ja, der war eigentlich wieder sehr komplett heute. Natürlich sein Tor. Ohne Harry hätten wir das Spiel heute niemals gewonnen, Alter. Muss mal sagen, wie es ist. Ja, Harry Kane war mal wieder mehr Sechser wie Pavlo und Goretzka zusammen in der zweiten Halbzeit. Das ist und bleibt Harry Kane. Aber Sie haben gerade gesagt, im Spielaufbau, aber auch verteidigend, eine sehr, sehr wichtige Phase gehabt. Und glaube ich, am Ende noch eine Grätsche auf Schlotterbeck, ja, die auch sehr gefährlich war und sehr komplette Leistung. Aber das siehst du nicht. Das siehst du nicht von einem Josh, das siehst du nicht von einem Pavlovic, das siehst du nicht von einem Goretzka, die alle zu dieser Zeit auf dem Feld waren. Nein, da muss ein Harry Kane am eigenen 16er fast schon auf einer Außenverteidigerposition eine Monstergrätsche ansetzen, wie es sonst nur ein De Ligt bei uns getan hat. What the fuck, Alter? Da sollte man sich doch mal hinterfragen, als die Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, was deren Job ist. Ja, das macht ein Harry Kane, Alter. Der nominelle Stürmer auf dem Feld. What? Für uns, natürlich haben die anderen Jungs auch sehr gut mitgemacht und gespielt und sehr, sehr viel Energie gezeigt. Aber Harry im Moment hat einfach ist in eine sehr, sehr gute Phase und ich glaube, wir genießen alle gemeinsam, dass er jetzt in dieser Phase einfach sehr, 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 sehr toll leistet für uns. Dann die Bild-Zeitung nochmal, Heiko Niederer. Eine Frage an Vincent Kompany. Sie haben jetzt 21 Punkte, alle Spiele gewonnen. Es sind 7 Punkte Vorsprung. Also zumindest auf Dortmund, aber ich weiß nur noch 5 auf Leipzig, du Birne, Alter. Kann man schon zur Meisterschaft gratulieren? Ja, und es wird sicherlich viele geben, die jetzt sagen, die Liga ist langweilig. Würden Sie das auch so sehen oder ist das nicht der Fall? Nein, ich bin eigentlich nicht beschäftigt damit. Also überhaupt nicht. Ab morgen steht alles wieder auf Null. Und ab morgen müssen wir einfach wieder unsere Leistung steigern oder besser machen. Und das ist meine Rolle, mein Fokus. Und ich hoffe, ich habe das Gefühl, dass die Jungs auch nicht beschäftigt sind mit wie viele Punkte wir haben. Die wollen einfach weiter alles gewinnen, was wir können. Und manchmal wird nicht klappen. Aber wir haben uns dieses Momentum natürlich auch bis jetzt verdient mit hartes Arbeit. Und das wollen wir nicht verlieren. Noch einmal hier vorne, bitte. Nico Job kam dann relativ spät rein, hat dann diese sehr unglückliche Aktion. Musstest du ihn aufbauen? Hast du ihn schon aufgebaut oder habt ihr ihn als Mannschaft aufgefangen? Ja, ich habe die Frage schon draußen gestellt bekommen. Also ich sehe dort überhaupt keine Schuld bei Job. Er steht dort, wo er stehen muss. Der Ball wird schon scharf reingespielt. Das heißt, dass er den Ball nicht direkt ins Tor schießt, ist schon eine Kunst, den Ball zu entschärfen. Dann muss er natürlich die Masse auch irgendwo zum Stehen bringen.
ja, fällt dann kurz mit der Hand nach unten und das ist der kleine Augenblick, wo Michael Olise von hinten kommt und dann grätscht. Also das ist nicht so ganz einfach. Also von daher, da ist überhaupt keine Schuld. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich finde, all die Jungs, die in der zweiten Halbzeit dann auch gespielt haben und reingekommen. Ja, was hätte er da in der Situation jetzt auch machen können? Erstmal hat er ihn ja gar nicht gesehen, dass er von hinten kommt. Ja, wenn er es gesehen hätte, hätte er ja noch einen Hackentrick machen können oder sonst irgendeinen Fehlefanz. Was willst du da machen? Mike hat die Situation erkannt, kam angeballert und ist da reingerutscht und ja. Sind, haben es richtig gut gemacht. Ich glaube, wir haben die Bayern dann auch nochmal richtig gefordert. Das Ergebnis ist knapp, aber es zeigt uns trotzdem, dass wir ja auch mit Bayern München auch mithalten können. Okay, danke Nico, danke Winnie. Ja, die zweite Halbzeit hat es gezeigt, die erste Halbzeit nicht. So. Ja. Guten Nachhauseweg, servus, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus, bis zum nächsten Mal. Leute, es ist auch für uns spät, also von daher kurz und schmerzlos. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, wer Bock hat, Montag 18 Uhr live auf Twitch. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.